Herr Höhlmann, machen Sie mal! Wie lange wird er noch mit seiner blöden Pflanze beschäftigt sein? Lernen doch. Er ist sicher nervös. Wir sind ja schließlich eingeladen für den Auftritt. An den Kids Days 2020 über Auffahrt. Du scheinst mir auch ein bisschen nervös, hä? Ich glaube, deine Mami scheint ein bisschen nervös. Meine Mami ist auch deine Mami, du Schlaumeier. Aha, wenn du also so schlau bist, was heisst denn Auffahrt? Hä? Auffahrt. Das ist ganz einfach. Das heisst. Also eigentlich ist es ja Bubi einfach. Das ist nämlich eben. Also eigentlich ist es eben wie. Oh, es ist schon mega spät. Die Kinder warten sicher schon. Ja. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich bin der allseits bekannte Professor Hürlimann. Das ist meine Assistentin Amelie und mein Assistent der Lorenz. Und das ist der Norbert. Meine geliebte Pflanze, ein gemeines Wald- und Wiesenschilf. Er ist ein ganz seltenes Exemplar von seiner Art. Und, Wo sind alle Zuschauer? Sollten da kein Kind sein? Vielleicht haben sie es vergessen? wird der jemand anlangen? Wo sind die Kinder? Haben die Angst vor Norbert? Ihre Pflanze ist aus Plastik. Hey, seid ihr jemand? Ja, Pozzerot, Zangen und Besenstiel. Was macht denn ihr da? Ja, wir sind Gasttrainer da an den Kids Days 2020. Ja, wisst ihr nicht, dass die abgesagt sind? Ja, wisst ihr, wegen dem Virus, das da rumgeht, das, wie heisst das? Granola, das Granola, das da rumgeht, müssen jetzt all die Heime bleiben. Ja, darum sind auch Kids Days abgesagt. Da könnt ihr erst nächstes Jahr wieder kommen, wenn es dann wieder stattfindet. Dann wird es dann abgehen, sage ich euch. Nämlich an den Kids Days 2021. Ja, da könnt ihr dann wieder kommen, aber jetzt ist das abgesagt. He? Jetzt gibt es da nichts zu wählen. Ja, es geht gut auch, weißt du? Weil dann habe ich ein bisschen Zeit, oder? Um die ganze Parkarena blitzeblank zu putzen. Ja. Und jetzt, wo alle die Heime sind, oder? Könnte ich auch noch ein bisschen Hilfe brauchen. Ich habe glaube auch gerade von dem Granola. Und ich habe eine Seifenallergie. Da kommt mir gerade in den Sinn, ich müsste noch am Norbert Wasser geben. Herzlich willkommen zu unserem Kids Day Special. Ich hoffe, dir ist nicht gleich gegangen wie dem Professor Hürlimann, der Amelie und dem Lorenz, die plötzlich in dem grossen leeren Saal gestanden sind. Ich hoffe, du bist nicht vor verschlossenen Türen gestanden, weil du irgendwie Kids Days gesucht hast. Wir haben gedacht, wenn wir schon mit denen durch den Dschungel können und sie ihre Forschungsreise nicht machen können, dann nehmen wir doch euch wenigstens mit in den Dschungel. Und darum haben wir da heute direkt live aus dem Wald gefilmt. Ihr werdet jetzt merken, es ist heute ein spezieller Podcast und es lohnt sich, zum genau anzuschauen bis zum Schluss, weil wir werden dann die Möglichkeit haben für ein Quiz, das ihr könnt beantworten und schauen, wie gut eure Family da abschneidet. Es lohnt sich also, die Ohren zu spitzen und ganz genau zuzuhören. Jetzt werden wir zusammen Gott arbeiten, werden ihm Lieder singen und heute kommt der Worship Dance, gerade aus dem Wald. Eins, zwei, drei, wir gehen alle in die Knie. Wir heben das Hand
ist Jesus, denn hat Oberhand. Oh, eine Welle für ihn. Wir feiern Jesus, Jesus, ist der King. Freut sich mit mir, wenn ich lache und sing. Oh, eine Welle für ihn. Eins, zwei, drei, wir gehen alle in die Knie. Wir heben uns die Hände und wir lachen dabei. Oh, eine Welle für dich. Eins und es gibt zwei und wir stampfen mit dabei. Schütteln alles ab und dann zogen die heim. Oh, eine Welle für dich. Wir klatschen in die Hände, singen alle miteinander. Der Größte ist Jesus, der hat Oberhand. Oh, eine Welle für ihn. Wir feiern Jesus, Jesus, ist der King. Freut sich mit mir, wenn ich lache und sing. Oh, eine Welle für ihn. Wir feiern Jesus, Jesus, ist der King. Freut sich mit mir, wenn ich lache und sing. Oh, eine Welle für ihn. Oh, eine Welle für ihn. Du sagst mir, dass ich wertvoll bin. Du sagst mir, dass ich angenommen bin. Du sagst mir, dass ich wichtig bin. Darum bin ich gern bei dir. Du bist der, der mich geschaffen hat. Der, der mich beim Namen nennt. Der, der mich am besten kennt. Und sing ich jetzt zu dir. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt. Wir laufen miteinander. Wenn nie mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn nie mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Du sagst mir, dass ich wertvoll bin. Du sagst mir, dass ich angenommen bin. Du sagst mir, dass ich wichtig bin. Darum bin ich gern bei dir. Du bist der, der mich geschaffen hat. Der, der mich beim Namen nennt. Der, der mich am besten kennt. Darum sing ich jetzt zu dir. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt. Wir laufen miteinander. Wenn nie mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt. Wir laufen miteinander. Wenn nie mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Unterwegs in jedem Abenteuer gehen wir Schritt für Schritt voran mit dir. Unterwegs in jedem Abenteuer gehen wir Schritt für Schritt voran mit dir. Unterwegs in jedem Abenteuer gehen wir Schritt für Schritt voran mit dir. Unterwegs in jedem Abenteuer gehen wir Schritt für Schritt voran mit dir. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn nie mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Wow, eine coole Kiste. Haben wir da gefunden, Timo? Ja, es ist mega schwer. Ja, wir sind jetzt. Hey,
ich kann so grölen ab dem Theater von der Kids Days. Du auch? Ja, es war wirklich mega lustig gewesen. Der Abwart, hey, der war wirklich zu viel. Aber was ich ein bisschen traurig gefunden habe, ist, dass die Amelie nicht gewusst hat, was Auffahrt ist. Das sollte das Kind doch wissen, oder nicht? Ja, ist schon ein schwieriges Thema, oder, Uffert? Darum haben wir auch die Kiste mitgenommen. Mit dieser Kiste erzählen wir euch jetzt ein bisschen, was Uffert ist. Okay. Und vielleicht wisst ihr ja, was Auffahrt ist und dann könnt ihr auch als Pause drücken und das Mami oder Papi erklären. Kinder können manchmal schwierige Sachen viel einfacher erklären als Erwachsene, habe ich schon festgestellt. Aber jetzt machen wir doch die Kiste mal auf, Timon. Brauchst du ein Werkzeug oder geht es? Nein, es geht. Mami, wir nehmen das. Also, ich habe gesagt, wir erklären euch, was Uffert ist mit dieser Kiste. Und zwar hat es ganz viele Gegenstände drin. Wir haben gedacht, wir nehmen immer einen raus und erzählen anhand der Gegenstände die Geschichte von Uffert. Nachher werden Sie nie mehr vergessen, was Uffert ist. Also Timo, bist du bereit? Ja. Ich nehme zuerst einmal das da. Ganz einfach. Ein Kreuz. Karfreitag. Das wissen wir noch, das ist nämlich, Jesus ist für uns gestorben und nach 3 Tagen wieder auferstanden. Dann haben wir Ostern gefeiert. Das ist der Anfang von unserer Geschichte. Wie geht es weiter? Findest du irgendeinen Gegenstand? Muss ich schauen. Ich nehme mal das da. Aber ich weiß nicht ganz, was das steht. Das Was 40. Zahl 40. Ja. Kommt die vor in der Ufersgeschichte? Ich weiß nicht, das war Jesus 40 gewesen, als er gestorben ist. Nein, er war jünger. 40 kommt mir nur die 40 Jahre in den Sinn, wo das Volk Israel in der Wüste war. Aber das passt jetzt auch nicht zu der Ufer. Ich weiß es. Was? Jesus ist nach dem Auferstanden ist noch 40 Tage auf dieser Welt gewesen. Bis zu der Ufer. Ja. Sehr gut, das wird sein, ja genau. Hey, 40 Tage war er auf dieser Erde. Das ist eigentlich mega lange Zeit. Ich freue mich, was er die ganze Zeit gemacht hat in diesen 40 Tagen. Ein paar Sachen stehen in der Bibel, aber nicht viel. Da hat es ja gerade die Bibel. Das ist dann cool. Also ich weiss zum Beispiel, dass Jesus seinen Jüngern noch erzählt hat, dass der Heilige Geist wird kommen. Sie sollen auf ihn warten. Das war eine Verheißung, die er ihnen daran erinnert hat. Und dass er sie über das Reich von Gott noch ganz viel gelernt hat. Also irgendwie hat er die Zeit noch genutzt, um die Jünger vorzubereiten auf die Zeit, wenn er dann wird beim Vater sein. Und darum auch der Globus. Weil er zu seinen Jüngern gesagt hat, sie sollen überall auf die Welt gehen und von Gott erzählen. Das ist wahr, das war sein letzter Auftrag, den er den Jüngern gegeben hat, bevor er zum Vater im Himmel gegangen ist. Sie sollen überall auf die ganze Welt gehen und von ihm erzählen, von Gott. Aber das Olivenöl, das macht für mich jetzt echt nicht viel Sinn. Mal, gib mal. Ich weiss es. Was? Das Olivenöl ist für den Ölberg. Sind wir zusammen auf dem Ölberg gewesen? Auf dem Ölberg? Echt? Das habe ich nicht mehr gewusst. Ja. Was haben sie gemacht? Dort hat Jesus ihnen gesagt, sie sollen Zeugen sein von ihm und allen erzählen, was sie mit ihm erlebt haben. Ah, das war vom Ölberg? Ja. Ist er auch dort in den Himmel gegangen? Ja, er hat dann seine Hände genommen, hat seine Jünger gesegnet und dann ist er durchgedampft. Ah, der Ölberg. Also können wir uns das gut merken mit dem Olivenöl. Dass das Ganze, das habe ich nämlich schon nicht gewusst, dass er im Himmel oben ist, das ist ja aufwärts. Aber dass es auf dem Ölberg war, habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau gewusst. Aber mit dem Olivenöl kann man sich das gut merken. Wo er im Himmel oben ist, das kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen. Er hat ja keine Rakete oder so, aber irgendwie ist er raufgekommen im Himmel. Sind noch 2 Männer in Weiss dort gestanden. Das sind sicher Engel gewesen. Leg mal die Engelsvögel an, Ja, willst du die? das ist gleich. 2 weisse Männer sind dort gestanden. Das passt ja irgendwie. Und haben zu den Jüngern, die dort noch geschaut haben, ich meine, ich hätte auch mega doof gehofft, wenn da plötzlich mein Freund da raufgeht, in die Wolken, haben doch die Engel gesagt, hey, so wie ihr Jesus seht, in die Wolken aufsteigen, so wird er eines Tages auch wiederkommen. Ist auch noch cool, oder? Ja. Darum lacht die Wolke wahrscheinlich so. Und dann sind sie ja mega glücklich gewesen und sind dann miteinander wieder zurück nach Jerusalem gelaufen. Stimmt. Und jetzt ist die Kiste nämlich auch leer. Wir haben die ganze Geschichte erzählt, vom Karfreitag bis zu der Ufer, das, was wir wissen von der Bibel zumindest. Ja. Aber Timo, an dieser Geschichte, was findest du persönlich eigentlich am besondersten? Ich finde es mega cool, dass die Jünger mega traurig sind, wo Jesus gegangen ist. Und dann hat Jesus ihnen aber gesagt, er wird zurückkommen und sie werden ihn irgendwann wiedersehen.
Und dann sind sie so gefüllt mit Freude und Glück, dass sie eigentlich gar nicht mehr daran gedacht haben, dass jetzt eigentlich gerade weg ist, weil sie sich so gefreut haben, dass sie ihn irgendwann wieder werden sehen. Das ist ein schöner Gedanke. Das ist eigentlich ein Abschied, der trotzdem nicht ein trauriger Abschied ist, weil es ein Wiedersehen wird geben. Und an das dürfen wir uns auch daran erinnern. Mega cool. Ich persönlich habe jetzt eher gerade so an den Globus gedacht, weil ich finde es mega cool. Jesus hat ja seinen Auftrag auf der Welt erledigt und darum ist er zurück zum Vater. Aber wir haben noch einen Auftrag. Der hat uns ganz klar gesagt, geht in die Welt und erzählt von mir. Und wir sind ja auch Jünger von Jesus, wie die Leute damals. Wir kennen Jesus auch, wir können auch von ihm erzählen. Und wenn jetzt jeder Mensch auf der ganzen Welt, stellen wir vor, jeder Christ erzählt von Gott, da wo er ist das nicht mega cool? Wir können alle gemeinsam den Auftrag von Gott machen, ausführen. Und du kannst das auch machen, gerade dort, wo du bist. Ja, mega schön. Spannend. Hey, wir versorgen die Sachen wieder und ihr könnt zurück in den Dschungel einschalten, also im Wald, in den Schweizer Dschungel, und könnt dort 2 Lieder singen mit uns. Tschüss zusammen! Du bist gestorben am Kreuz, hast dein Leben lang, wie du uns so fest liebst und bei dir willst haben. Drum bin ich stark, drum habe ich Mut, drum habe ich Hoffnung, ich weiss, du bist gut. Du bist gut, du bist gut, du bist gut zu mir. Du bist gut, du bist gut, du bist gut zu mir. Du bist gestorben am Kreuz, hast dein Leben lang, weil du uns so fest liebst und bei dir willst haben. Drum bin ich stark, drum habe ich Mut, drum habe ich Hoffnung, ich weiss, du bist gut. Du bist gut, du bist gut, du bist gut zu mir. Du bist gut, du bist gut, du bist gut zu mir. Du bist treu, du bist treu, du bist treu zu mir. Du bist treu, du bist treu, du bist treu zu mir. Ich weiss, du bist gut, ich weiss, du bist treu, ich weiss, du bist mächtig und du machst mich neu. Ich weiss, du bist gut, ich weiss, du bist treu, ich weiss, du bist mächtig und du machst mich neu. Ich weiss, du bist gut, ich weiss, du bist treu, ich weiss, du bist mächtig und du machst mich neu. Ich weiss, du bist gut, ich weiss, du bist treu, ich weiss, du bist mächtig und du machst mich neu. Du bist gut, du bist gut, du bist gut zu mir. Du bist gut, du bist gut, du bist gut zu mir. Du bist treu, du bist treu, du bist treu zu mir. Du bist treu, du bist treu, du bist treu zu mir. Hey, sag mir, wer hat da die Blumen gemacht, in ihre ganze Farbe gebracht? Wer
Himmel gehängt und wer hat mir mein Leben geschenkt? Jetzt kann ich grad staunen. Sie ist mein Gott, sie ist mein Schöpfer, der Schöpfer von der Welt. Sie ist mein Gott, er ist der größte Held. Sie ist mein Gott, sie ist mein Schöpfer, der Schöpfer von der Welt. Sie ist mein Gott, er ist der größte Held. Wer hat all die Blumen gemacht, die ihre ganze Farbe gebracht? Und wer lässt Vögel auffliegen? Ja, wer hat Sonnen an den Himmel gehängt? Und wer hat mir mein Leben geschenkt? Jetzt kann ich grad staunen. Sie ist mein Gott, sie ist mein Schöpfer, der Schöpfer von der Welt. Sie ist mein Gott, er ist der größte Held. Sie ist mein Gott, sie ist mein Schöpfer, der Schöpfer von der Welt. Sie ist mein Gott, er ist der größte Held. Du bist es, du bist mein Gott, bist mein Schöpfer, der Schöpfer von der Welt. Du bist mein Gott, bist mein größter Held. Du bist mein Gott, bist mein Schöpfer, der Schöpfer von der Welt. Du bist mein Gott, bist mein größter Held. Ja, du bist Gott, bist der größte Held. Ja, du bist Gott, bist der größte Held. Ich habe euch angekündigt, es gibt heute ein Quiz. Und das kann niemand anders besser machen und erklären wie der Max. Und darum gehen wir gerade so in die Stube und er wird uns sagen, wie die ganze Sache funktioniert. Hallo zusammen. Mega cool, seid ihr alle noch so aufmerksam dabei. Und ich kann euch sagen, im nächsten Programmpunkt geht es genauso spannend weiter. Doch zunächst erst einmal, wer sitzt da vor der Kamera? Mein Name ist Max und ich bin Kleingruppenleiter im Mini-Gottesdienst. Und der eine oder die andere hat mich sicher auch schon mal gesehen von euch. Genau, was erwartet euch jetzt im nächsten Programmpunkt? Wir werden gemeinsam ein Kids Church Kahoot Special machen. Und wer jetzt nur Hut verstanden hat, den kann ich beruhigen. Ihr müsst also nicht zu eurem Schrank laufen und eure Kopfbedeckungen rausgraben, denn es braucht lediglich euren Verstand und ein bisschen Rateglück, denn wir werden gemeinsam ein Quiz machen. Und ich werde euch im Folgenden erklären, wie ihr dazu vorgehen müsst, damit ihr dieses Quiz abrufen könnt. Viel Spaß dabei und viel Erfolg! Nachdem ihr den Link angewählt habt, öffnet sich die Seite kahoot.it und ihr werdet aufgefordert, einen Nicknamen einzugeben. Da mein Name schon vergeben ist zu Testzwecken, geben wir hier einen Vorname. Ich gebe jetzt einfach mal Benny Künzle ein. Benny Künzle. Genau. Und ihr bestätigt dann mit OkGo. Das Quiz wird dann starten. Wir haben hier erstmal nur ein Beispielquiz. Die Fragen für euch werden dann nachher anders aussehen. Bestätigt mit Go. Euer Name erscheint jetzt zuvorderst. Und als erstes eine Testfrage. Welche Farbe ist zu sehen? Es bezieht sich natürlich auf dieses Feld hier. Und wir sehen grün. Lasst euch am besten nicht von den Farben verwirren, sondern nur was an Text steht. Und wählt grün aus. Genau. Also die korrekte Antwort ist natürlich grün. Alles andere ist falsch. Und damit bekommen wir 842 Punkte. Pro richtige Antwort bekommt ihr Punkte. Und auch ihr bekommt je mehr Punkte, je schneller das ihr antwortet. Bestätigt mit Next. Und seht, ich als Benny Künzle am schnellsten geantwortet. Wähle die nächste Frage aus. Wie kamen die Osterinseln zu ihrem Namen? Hier könnt ihr jetzt lesen, die richtige Antwort auswählen. Sie wurden zu Ostern entdeckt. Bestätigt wieder mit Next. Ihr seht die Punktzahlen und den Fortschritt des Quizzes. Genau, und die letzte Frage, was hat Benny nicht so gern? Das ist natürlich Süßigkeiten. Genau, bestätigt das und seht, es kommt also auf jede Sekunde drauf an, weil Max Mustermann auch alles richtig beantwortet hat. Und es lohnt sich, diesen Link hier zu kopieren und
hin und wieder mal aufzurufen. Ihr seht, auf welcher Position ihr in der Zwischenzeit gelandet seid. Ihr könnt quasi, wenn ihr ein neues Fenster öffnet, den Link einfügt, seht ihr, könnt ihr auswählen, Leaderboard, und da seht ihr, Benny Künzle ist immer noch am Führer. Genau, so viel von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg und zum Teil auch etwas Glück, das braucht ihr nämlich. Und dann würde ich sagen, möge der Beste oder die Beste gewinnen. Viel Spaß! Danke, Max. Ich bin ja schon mal sehr gespannt, welche Familie sich wird das Kahoot-Krönchen schnappen und auf den Thron steigen. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie ihr in dieser Woche könnt eures Können unter Beweis stellen. Und auch die zweite Aufgabe wird euch jemand anders vorstellen. Und ich hole mir für das gerade mal den Schlück da in Urwald. Wow! Hoi Benni! Sali Schlück, herzlich willkommen im Dschungel. Ja, danke vielmals. Ich muss jetzt die Challenge zeigen. Genau, du bist schon angekündigt. Super. Also, eure Challenge ist es, 7 gegen 7, Familie gegen Familie zu kämpfen. Und zwar müsst ihr ein Dorf bauen im Wald. Ein ganz kleines Mini-Dorf. Und das Ziel damit ist, möglichst viele Punkte zu sammeln. Jetzt zeige ich euch gerade mal ein Beispiel. So, voilà. So sieht das aus. Oder es könnte so aussehen. Da hat es zum Beispiel einen Weg, und da hat es ein kleines Bäumchen, da hat es ein Tipi. Vielleicht machen wir da noch so ein bisschen eine Schale ums Tipi, dass man nicht friert dort drin. Bei mir sieht es jetzt nicht so gut aus, aber ich könnte das sicher besser. Und Punkte kann man sammeln, indem man entweder die normalen Sachen macht, zum Beispiel einfach Hütchen bauen. Zum Beispiel braucht es 5 Hütchen für ein Dorf und es braucht eine Häuptlingshütte. Oder es gibt noch Special-Sachen. Und dort müsst ihr zum Beispiel Holunderblüten einbauen oder ihr müsst einen Leichenzapfen einbauen und das gibt zusätzliche Punkte. Das Ziel ist es, dass ihr am meisten Punkte bekommt, so dass ihr gegen die andere Seite gewinnen könnt. Und die besten 3 bekommen ein Preisli. Das Ganze müsst ihr in ein 20 bis 30 sekündiges Video packen. Das Video müsst ihr einfach, in diesem Video müsst ihr es genau präsentieren, müsst uns zeigen, was habt ihr genau gemacht und nachher mir auf meine E-Mail schicken. Die wäre jplus@gvc.ch. Die Gewinner werden im nächsten Podcast gezeigt. Und für das Ganze haben ihr bis am 26. am Dienstag Zeit. Die Infos, alles was ich jetzt gesagt habe und noch ein bisschen genauer, seht ihr auf family.ghc.ch und wir freuen uns sehr auf eure Videos und wünschen euch ganz viel Spaß bei dieser Challenge. So, und ich gehe jetzt mein Projekt noch ein bisschen verbessern und wir sehen uns. Tschüss! Tschüss, Schlück. Ja, mir bleibt auch nicht mehr zu sagen als Tschüss zusammen und ganz eine schöne Auffahrt.